das ist das Video. Ja, fragt euch nicht, was meine Haare da machen. Sie sind gewaschen und ich habe sie zusammengebunden, weil nervt mich ein bisschen. Ich habe gerade Sachen aufgenommen, aber ich wollte sagen, Happy New Year, willkommen im 2021 und damit Hallo 2021 und willkommen 21. Lebensjahr. Ja. Was wird euch erwarten hier auf meinem Kanal 2021? So gut es geht, Covers und Dance-Videos. Sobald ich wieder Lust und Zeit habe, kommt mehr Content. Ja. Ich kann jetzt noch mal sagen, kurz, was 2020 passiert ist. 2020 habe ich ganz viele Covers und Tanzvideos verladen, da ich neben dem ganzen YouTube eine Lehre mache und die auch nicht ohne ist. Und ja, meistens nehme ich am Wochenende auf. Also ich nehme das Audio auf, nachher schneide ich es und ja, also das alles am gleichen Tag. Also ich kann euch vorstellen, ich habe Samstag, Sonntag hier, also hier sind wir daheim, aber ich habe praktisch gar nicht frei am Wochenende. Da, wenn ich weiss, hey, ich habe kein Video mehr, ich muss machen, dann tue ich es filmen. Also ich überlege mir im Vorhinein schon, was mache ich, wie tue ich filmen, was filme ich, was hat jetzt gerade Präsenz. Auch immer zu schauen, was ist gerade momentan modern, was kann man coveren, was ist neu rausgekommen, was ist einfach zum Singen, wie singe ich es, wenn und wo. Denn nicht jeder Sänger hat die gleiche Stimme. Man muss halt seine Stimme auf das Karaoke-Audio, wo man hat, anpassen. Und ja. Und sobald es möglich ist, dann weiterhin YouTube zu machen. Soweit es geht, eben Musiksachen, Tanzsachen. Wenn es auch geht, wenn Conventions wieder offen haben, Vlogs hoffentlich. Wenn uns Corona erlaubt, das Jahr Conventions zu machen. Ich weiß halt nicht, ob da irgendetwas schon geplant ist. Ich weiß, dass Fantasy Basel geplant ist für das Jahr. Im Mai innen. Also definitiv weiß ich nicht, ob es. Also sie haben gesagt, dass sie machen es, sie werden es durchführen. Aber ich bin mir dann noch nicht ganz so sicher. Also ich halte euch auf dem Laufenden. Und ja, es ist Fantasy Basel Vlog das Jahr. Wenn alles wieder offen hat. Vielleicht, wenn es gut läuft, ein Gamescom Vlog. Vielleicht, wenn es gut läuft. Vielleicht, wenn es gut läuft. Und wenn es gut läuft, wie gesagt, Fantasy Basel, Gamescom, weiß ich das Ziel das Jahr. Ja, wie immer, Zürich Game Show, Eurofest. Und ja. Und sonst Lebensvlogs, Alltagsvlogs, so gut es geht. Kochsachen, so gut es geht. Je nachdem, wenn ich jetzt Lust habe, Kochsachen sind recht aufwendig. Und ja. Ihr dürft nicht vergessen, dass ich eine Lehre nebenbei mache. Es hat alles seine Zeit und kann alles stocken dran. Und ja, weiterhin streamen. Und einfach samstags. Aber ja, wie gesagt, wenn ich etwas mache und filme und so, dann kann ich nicht streamen am Samstag. Weil es ist einfach zu viel, weil, wie gesagt, ich tue es filmen an dem Tag, ich tue schneiden an dem Tag. Und je nachdem, ob ich noch genug Zeit habe und nicht so müde bin, dann am gleichen Tag noch aufstellen und Thumbnail machen. In dem Sinne. Also alles an einem Tag. Weil ich sonst einfach keine Zeit habe. Und wenn ich dann halt keine Zeit habe oder keine Lust habe oder einfach es zu lange dauert, ein paar Sachen zum Beispiel, ein paar Sachen muss man rauskehren, rausframen, Sachen, die nicht rein dürften. Sprich Fotos, Menschen, Sachen, die nicht im Video Platz haben, die nicht passen, einfach rauskehren, zum Beispiel Menschen und so.
das braucht halt nochmal extra Arbeit, weil das dumme YouTube-Tool trotz dem neuen YouTube-Studio einfach nicht funktioniert. Einfach rein gar nicht. Es tut nicht das, was es sollte. Es platziert sich nicht so, wie es sollte. Es tut einfach gar nicht richtig. Also, das Update ist komplett scheiße gewesen. Tut mir leid. Da muss ich ähnlich sehen. Naja. Aber 2021 vielleicht ein neuer Song. Ich habe mir schon etwas überlegt. Und ja. Was 2020 in meinem Leben passiert ist, fragt ihr euch. Ja. Meine Lehre. Von August 2019 bis August 2021. Juli 2021. Und ja. Abschließen zuerst mal die Lehre. Dann normal arbeiten weiterhin. Normal Ausbildung vielleicht, EBA. Ja. Dann, sagen wir so. Ich habe die Lehre gemacht. So. Dann im Mai letztes Jahr, ist Corona gekommen. Dann bin ich am 16. März in Lockdown rein. Also ich bin heimgegangen, habe von daheim aus gearbeitet, wie jeder andere Mensch. Und ja, habe von daheim aus Schule haben, Aufträge erledigen für die Schule, auch vom Arbeitsort aus Aufträge machen und all das. Und ja, alles vom Laptop aus, über Skype, über Teams, also Teams jetzt noch nicht gegeben, aber über Skype, über diverse Webseiten. Und dann ist es gegangen vom März, April, dann so Anfangs Mai, habe ich nach Bern zurück können, arbeiten wieder. Also einfach einen Tag nicht und dann den Rest schon. Weil es haben dann dort noch nicht so viele Leute im Betrieb sein. Einfach nur eine bestimmte Anzahl an Leuten, weil es nicht 2 Meter zuerst und jetzt 1,5. Und dann Juni bin ich rund 20 geworden. Juli, August, September, Juli Geburtstag, August Sommerferien. Nach dem August bin ich ins zweite Lehrjahr gekommen. Und dann haben wir Erstlernende bekommen. Das ist immer ganz cool. Wenn man im zweiten Lehrjahr ist und dann endlich jüngere Leute einführen. Ich finde das einfach immer so cool, so Schnupperlis einzuführen und so. Und dann Sachen zu zeigen. Ich bin zwar nicht super gut im Erklären, aber ich liebe so Sachen zu machen. Und ja. August, September, Oktober normal Lehre. Oktober Geburtstage, ganz viel. Meine Cousine ist 20 geworden, eine Kollegin ist 19 geworden. Und ja. Dann November, Dezember. Ganz normal gearbeitet. Nichts Spezielles. Dann im Dezember, 10. Dezember, habe ich meinen Freund kennengelernt. Das ist, ich denke mir so, ich glaube, sagen wir mal so, 2020 war nicht so ein super duper Jahr gewesen, aber ich habe es einfach durchgezogen, habe in dem Moment gelebt, habe das genossen, was ich hatte und fertig. Also habe es nach dem Lockdown auch geschätzt, wieder zu arbeiten, tatsächlich Schule zu haben und auch zu turnen und all das, was in der Berufsschule man hat und tut und macht. Klar, nach dem Lockdown, dann, wo die Maskenpflicht kam, überall an allen Orten, haben wir dann Masken getragen. Für die Schule, für den Arbeitsbereich, auch zum Turnen noch nicht. Aber dann nachher, nein. Und dann nachher, später, turnen. Ohne Maske.
Und dann später mit Maske. Ja. Und ja, nachher ist der Dezember gekommen. Und lustigerweise, als dann der Dezember gekommen ist, habe ich mich dann aber verliebt. Doch, wie das Leben so ist, weiß man nicht, ob der Mensch einen zurückliebt. Und dann hat sich das aber ergeben und am 10. Dezember hatte ich einen Freund plötzlich. Was mich richtig gefreut hat, weil er ist so herzig. Falls ihr das seht, du bist mega herzig. Er ist einfach so ein Engel, also wirklich. Ich muss einfach sagen, so, es ist einfach die perfekte erste Beziehung. Muss ich ehrlich sagen. Und ja, es ist meine erste Beziehung. This girl had never a boyfriend before. Yes. Take it. Ja. Ich habe noch nie vorher einen Freund gehabt. Ich hatte ganz viele Leute datet, ja. Und Dates gehabt. Aber es war nie jemand dabei gewesen, wo irgendetwas für mich war. Und ja, dann am 10. Dezember ist mein jetziger Freund gekommen. Und es hat super gepasst. Und er ist einfach so herzig. Und ja, jetzt sind wir schon 3 Wochen zusammen. 3 Wochen so ungefähr zusammen und er ist einfach noch herzig. Er ist einfach so herzig. Und ich hätte nie gedacht, dass Ende 2020 ich einen Freund bekomme. Gestern war ja Silvester. Tatsächlich, also wenn das rauskommt. Es ist schon nach Silvester, aber dann, wo wir es aufnehmen, ist der 1.1.2021. Dann, wo es rauskommt, sollte, glaube ich, der 5.1.21 sein, glaube ich. Let me check. Fast, der 6. Der 6.1.2021 kann man verrechnet. Aber das ist nicht falsch. Ja. Dann Silvester bei den Kolleginnen gefeiert und dann Wumms 2021, da ist mein 21. Lebensjahr. Ja. Was 2021 mich wohl erwarten wird, keine Ahnung. Ich schaue gut in die Zukunft. Genieße noch mein 20. Lebensjahr, bis im Juni dann mein 21. Lebensjahr kommt. Und ja. Das ist so ein kleiner Überblick von dem, was ich posten, machen tue. Also Singvideos, Tanzvideos, ganz normale. Je nachdem, ob ich Zeit habe, Kochvideos und anderes Zeug. Und wenn es gut geht und wir dann hoffentlich alle uns mal impfen lassen, tue ich mich. Also ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber höchstwahrscheinlich schon. Weil es ist wichtig. Ich weiss, viele werden mich unter den Kommentaren hassen und sagen, wie kannst du nur Party, wir brauchen das gar. Also schaut. Ich mache kein Fenster auf. Ich tue mich impfen lassen, denn ich weiss, dass ich viele Menschen um mich herum habe, die gefährdet sind, die Risikopatienten sind. Also sprich mein Vater. Also ich sage jetzt nicht den Grund warum, aber mein Vater ist jemand davon. Und ja. Ich finde es besser, es einfach zu machen. Klar, man hat vielleicht Nebenwirkungen, was ich jetzt bis jetzt nicht gehört habe, gross. Ausser jemand, aber es ist nicht hier. Und ja. Hoffentlich, wenn wir geimpft sind, dass nichts mehr Schlimmes passiert. Und daraufhin hoffe ich, dass Fantasy Basel stattfindet. Hoffentlich, ich kann es aber nicht versprechen. Und ja, dann werden Vlogs von der Fantasy Basel, Gamescom hoffentlich, wenn sie stattfindet. Da bin ich auch noch nicht sicher. Zürich Game Show und Eurofest. Eurofest, auch wenn ich dann in Bern bin, weil Eurofest ist immer Oktober, November, Dezember. Und da ist meine Lehre in Bern auch schon fertig, das Jahr. Ja. Es stehen große Entscheidungen für mich an und ja. So ein bisschen meine Sachen, was passiert ist 2020. Und ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like und ein Abo da. Und das wird hier wahrscheinlich uncut kommen. 14 Minuten uncut, Nati, wo redet. Hi.
Äh, ja. Ja. Wie gesagt, wenn das Video euch gefallen hat, dann lasst ein Like und ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst und immer benachrichtigt werdet, wenn ich etwas auflade. Und ich wünsche euch einen schönen Morgen, Mittag und Abend und tschüss, ciao, ade.